Seit einem halben Jahr ist Simone Behrens als ehrenamtliche Kämpferin für Augsburgs Alleinerziehende unterwegs. Auch heute. Also ich selbst war 13 Jahre alleinerziehend. Mir ist es natürlich immer wieder aufgefallen, je nachdem, was angefallen ist im Laufe des Jahres. Es gab Klassenfahrten, die standen an. Es gab der Wechsel zwischen Sommer- und Winterkleidung. Man will es den Kindern nicht zeigen. Man versucht es irgendwie zu verstecken und man spart dann halt an sich selbst, damit die Kinder möglichst nicht verzichten möchten. Aber also unterm Strich, denke ich, haben sie es schon mitbekommen. Es ist eine sehr angespannte finanzielle Situation. Es reicht einfach nicht. Also es reicht nicht. Deshalb hatte sie die Idee für eine Solidaritätskarte, die Alleinerziehende durch Rabatte finanziell entlasten soll. Simone sucht dafür immer neue Partner. Auch hier im Siebentischwald. Die Minigolfanlage habe ich schon lange im Blick. Und jetzt habe ich die Besitzerin erwischt und habe mit ihr ausgemacht, dass ich heute vorbeikomme mit dem Herzenspartnervertrag. Und ich hoffe sehr, dass es klappt, weil ich hätte sie unglaublich gerne als Herzenspartnerin. Die sogenannten Herzenspartner sind die Geschäfte, die bei Card One mitmachen und Alleinerziehenden einen Preisnachlass einräumen. Die Minigolfanlage im Augsburger Naherholungsgebiet gibt es seit 30 Jahren. So, liebe Claudia, ich freue mich sehr, dass ich vorbeikommen durfte. Hallo Simone. Ja, wir haben uns ja schon kurz unterhalten. Du weißt ja, worum es geht. Ich weiß, worum es geht. Genau. Jetzt bin ich noch mal da und wollte fragen, ob du denn Interesse hättest, Card One Herzenspartner von diesem Projekt zu werden. Ja, habe ich ja schon angedeutet irgendwie. Ja, dass ich sehr schön, ja, genau. Also Solidarität ist wichtig. Oh, das freut mich sehr. Welchen Herzensvorteil möchtest du denn anbieten? Ja, dass eben alle vielleicht mit Kinderpreis für Also, alle. sehr gut. Okay, dann schreibe ich das so hin. Mit ihrer Unterschrift besiegelt Claudia Prange den großzügigen Preisnachlass, den sie ab jetzt gibt. Weil ich viele kannte, als ich jung war, Alleinerziehende, und die hatten es echt nicht leicht. Ich hatte Glück, aber ja, die hatten es nicht leicht. Noch ein Foto für die Homepage, damit die Alleinerziehenden wissen, dass sie hier nur noch den Kinderpreis von 3,50 € bezahlen. Simone, Hat mich sehr gefreut. Dein Herzenspartnerschild ist hier laminiert. Bis bald. Bis bald. Ciao. 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 Für Simone geht es jetzt weiter in die Augsburger Innenstadt. Sie steckt unzählige Stunden in das Projekt und verdient nichts daran. Die ausgebildete Soziologin ist im Hauptberuf selbstständige Trauerrednerin. In der Latztruhe muss sie heute nur noch den Vertrag mit Ladeninhaberin Julia Lauterbach durchgehen. Schön, dich zu sehen. Ja, ich freue mich auch sehr, dich zu sehen. Perfekt. 10% Rabatt auf Barfußschuhe. Genau. Sehr schön. Die Simone war da vor 2 Wochen und sie hat so überzeugt mit ihrer so einfachen, aber so wunderschönen Idee, dass man gar nicht anders kann, als natürlich mitzumachen. Also großartig. Ja, danke schön. Herzenspartner Nummer 28. Je mehr mitmachen, desto mehr bringt es. Auch wenn manche Rabatte allein gesehen vielleicht nicht so viel ausmachen. Also die Mamas freuen sich sehr oder die Alleinerziehenden freuen sich natürlich sehr. Und ich merke halt, vor allem wenn ich es bei Instagram poste, dass da also der Benefit riesig ist. Es geht ja mehr um das Gefühl, gesehen zu werden. Das ist es ja. Den meisten geht es darum, überhaupt mal gesehen zu werden mit ihren Bedürfnissen. Und man will ja nicht irgendwie bedürftig wirken, sondern einfach man sieht, dass es eine einkommensschwache Gruppe ist, die in jeder Statistik genannt wird. Und dann fühlen sie sich gesehen und ernst genommen. Schön. Zu den regelmäßigen Nutzerinnen gehört Katharina Glaub-Wasemüller. Ihre beiden Töchter leben bei ihr. Eigentlich, es geht schwer auf einer Seite, weil da muss ja dann wirklich alles stimmen, Frau sein und Mann sein zu Hause. Auf der anderen Seite den Kindern auch gegenüber, es ist besser, weil dann erleben die ja nicht mehr so viel Streitigkeiten. Die 9-jährige Aljona ist gerade von der Ganztagsbetreuung heimgekommen. Auf das Grüne lässt du da? In der Wohnung sind sie erst seit ein paar Monaten. Davor haben sie lange gesucht. Weil Alleinerziehende es oft schwerer haben bei den Vermietern, sagt Katharina. Dabei hat die 38-Jährige sogar 2 Jobs. Sie ist Kinderpflegerin und selbstständige Fuß- und Nagelpflegerin. Finanziell ist es nicht so ganz einfach. Ich bin jetzt auch gerade momentan auf der Suche nach einem 3. Job, einem Minijob halt. Klar, es fehlt ja halt von anderem Elternteil ja auch der Verdienst in der Familie. Müsste man selber alles ganz alleine stemmen. Und das ist nicht einfach.
Heute machen die beiden mit der Kartbahn einen Ausflug in die Feuerwehrerlebniswelt. Aljona nutzt die Karte schon regelmäßig, zum Beispiel, um mal essen gehen zu können. Ich finde, das ist sehr cool, weil wir können mit Mama in so Restaurants gehen und sie nicht so viel Geld abgeben muss. Bei der Feuerwehrerlebniswelt in Augsburg bekommen Sie 20% Rabatt mit der Karte. Bei über 30 Grad draußen haben die beiden die Erlebniswelt heute fast für sich. Das ermöglicht sehr vieles, gerade auch finanziell und auch die Zusammenhalt. Ich habe durch die Kartbahn sehr viele kennengelernt, die genauso alleinerziehend sind, denen genauso schwer ist eigentlich. Und da fühle ich mich nicht alleine. Ja. Gehen wir weiter? Ja. Wollen wir? Ha? Genau dafür macht Simone Behrens das alles. Mittlerweile ist ihr Projekt sogar ein gemeinnütziger Verein. Eine besondere Bedeutung hat für sie dieser Laden. Erstmal freue ich mich, weil es eine Bäckerei ist und 15% Rabatt gibt, und zwar auf alles, auf alle Produkte für die Card One Member. Und wir hatten hier unsere Vereinsgründung, also die Gründungsversammlung hatten wir hier. Salman Kudaida ist der Inhaber der Bäckerei Dahorm. Er erinnert sich noch an die erste Begegnung. Wenn jeder Mensch anderen Menschen hilft, so kann man was ändern. Aber wenn keiner mitmacht, das ist sehr schwer. Zum Beispiel, wo die Simone bei mir war. Genau diesen Monat habe ich schon selber vorgehabt, ein Angebot machen für Rentner und Studenten, weil die kriegen ja nicht viel und die können nicht alles kaufen, wenn es teuer ist. Und dann in den gleichen Tag, wo ich den Angebot gemacht habe, die Simone ist reingekommen, hat sie gesagt, du machst ja mit, du machst ja mit. Dann habe ich zu sie gesagt, ja natürlich, gerne mache ich ja mit, weil ich habe jetzt sowieso einen Rabatt. 15%, das ist im Vergleich viel. Die Bäckerei hat auch eine große Spielecke. Die Vereinsgründung hier war ein großer Schritt. Jetzt können auch Fördermitglieder mit Beiträgen unterstützen. Ich bin so, wenn ich mir sowas in den Kopf setze und ich möchte das haben und die Zeit ist gekommen, dann mache ich das. Mit all der Energie, die ich habe, und dann setze ich das um, so wie ich das gerne haben möchte. Und nachdem ich anfangs ja gesehen habe, es funktioniert, dann höre ich ja nicht auf. Den nächsten großen Schritt hat sie auch schon vor Augen. Ich hätte unglaublich gerne den FCA als Herzenspartner und den AEV in Augsburg. Der FC Augsburg und die Augsburger Panther also. Mal schauen, ob die Sportler auch anbeißen.